Ditmal vertalen wir noch mehr von der mennonitischen Siedlung bei Station Yermo Durango und von was wir an die Bereiche am amischen Budget fingen, von wo die amischen Mennoniten von den Vereinigten Staaten notieren ja die Yermo-Lied nach weiter ihre Schuld bei an verlängern loten und so weiter. Die Yermo-Siedler ihre finanzielle Lehre wird von Jahr zu Jahr immer noch schwander. Die wenige Familien, die noch da sind, fehlen immer noch stärker, dass sie da allein bleiben wurden, dass keine neue Bürgers auf die Siedlungen abtragen wurden. Ein Jahr nach dem anderen können die wenigen Yermo-Bürgers nicht an ihre Schuld bei der amischen Lied aufholen. Nach 10 Jahren sind amische Leiders willig, die Yermo-Lied ihre Schuld bei an verlängern zu lassen. Um die Yermo-Siedler ihre Schuld bei den amischen Mennoniten offiziell verlängern, kommen Christ J. Miller, Mose J. Weaver, Henry B. Miller und Abraham H. Kaufmann von den USA nach der Yermo Durango Siedlung han und Abraham Dick, Bernhard B. Penner und Gerard J. Rempel von Chihuahua kommen auch dahin. Da verlängerten diese Männer mit Jakob Enz und Johann H. Bartsch von Yermo Durango Taub die Yermo-Siedler ihren Kontrakt auf unbestimmte Zeit. Das Protokoll von diesem Taubkommen lüt kurz ungefähr so. Eint, der amische Lied loten die Yermo-Siedler 1/4 von ihrer ganzen Schuld auf. 2, sie loten alle Zinsen an die Yermo-Siedler ihre Schuld bei an weichfallen. 3, die Yermo-Siedler ihre Schuld kann ab unbestimmte Zeit stehen bleiben. 4, das Komitee in Mexiko verspricht aber doch, diese Schuld so geschwind als möglich zu bezahlen. Dass alle Komiteeglieder von beiden Seiten mit diesen Vereinbarungen einverstanden sind, dafür unterschrieben sich all diese Männer. Das amische Komitee von den USA, Christ J. Miller, Mose J. Weaver, Henry B. Miller, Abraham A. Kaufmann, und das Komitee in Mexiko, Abraham Dick, Gerard J. Rempel, B. Penner, Jakob Enz, Johann H. Bartsch. Aber weil die wenige Familien ihre finanzielle Lehre auf der Yermo-Siedlung beständig immer noch schwander wird, bleiben diese 5 Männer, wo sich für diese Schuld am 5. Januar 1961 unterschrieben haben, am letzten Ende sozusagen allein hängen. 2 von diesen Männern, Jakob Enz und Johann H. Bartsch, armden mit der Zeit ganz uit und können daweien beide an ihren 5. Port von der Landschuld auch bald nicht mehr aufholen. Die anderen 3 Männer oder ihre Familien, Abraham Dick, Bernhard B. Penner und Gerard J. Rempel, haben mit der Zeit jeder ihren 5. Teil von der Yermo-Landschuld an die amischen Mennoniten bezahlen gekonnt. Aber die anderen beiden Männer, Jakob Enz und Johann H. Bartsch, haben ihr 5. Teil keinmal bezahlen gekonnt. Von diesen beiden Männer ihren 5. Port von dieser Landschuld leiten die amische Lied Lothar noch weiter einmal gut die Hälfte auf und dann bezahlt die Manitoba-Kolonie gemeint in Chihuahua mit der Zeit dort ewige Port von dieser beiden ganz uitgearmte Männer ihre Schuld bei den amischen Mennoniten in den Vereinigten Staaten. Auf der Yermo-Siedlung wohnten allmal 36 mennonitische Familien. Aber im Jahr 1961, als ihre Landschuld bei den amischen Mennoniten verlängert wird,
dann woonden da almost 27 Families. En am Jahr 1964 woonden da almost sehr wenig Families. En für die wenigen Families fängt das noch immer schwerer an zu werden. Nicht nur mit ihrer finanziellen Lehre, aber auch mit ihrem Schul- und Kirchenwesen unterholen. Auch für ihre Jugend, wenn sie so klein wird, wird das immer noch schwerer. Bei den meisten Familien ihrem Weichtreichen von Yermo wird bestimmt ein von den Ursachen diese, dass sie mit ihren Jugendlichen lieber da wohnen wollen, wo voran mehr Gelegenheit wir gesunde Gemeinschaft zu pflegen mit anderen Jugendlichen. Und dann werden in diese Siedler ihre sehr schwere Zeit wieder mit einmal wer, die da große Summen Geld uitprast uit einzelne Formen. Bernhard Penner kreeg met einmal een Karte geschrieben in Spanisch geschrieben, und dit schrieben luidt ungefähr so. Wir sind eine Räberband, und wir verlangen, dass du, Bernhard Penner, ob so und so eine Stadt morgen für den angegebenen Glockentiet 10.000 Pesos handzuleihen hast für uns. Du darfst keinem davon was sagen, und da darf keiner dich bei abpassen, wann wir dort Geld holen kommen. Wenn du die bestimmte Summe Geld da nicht zu die bestimmte Zeit reingelegt hast, oder wenn du irgendwas anstellst, anstatt zu verdorben, dann sollst du wissen, dass wir die in deine Familie anbringen wollen. Bernhard Penner hat nicht 10.000 Pesos zum die für die Banditen, wo sich eine Räberband nannten, reinzuleihen. Aber er lädt sich Geld und lädt 10.000 Pesos auf den Platz an, wo dort schrieben steht, dass er dort anleihen soll. Wer ihn dort gruselige Treiben malt, kann dort nur nicht an, was bei ihm verging. Furz redet er nicht einmal zu seiner Früh davon. Aber als die bestimmte Zeit vorbei war und die Banditen dort Geld aufgeholt hatten und Penner doch endlich wem mitteilen will, was ihm passiert war, dann verteilt er seinem Arbeiter Abraham Wahl dort. Und er weiß Wahl dort Karte schreiben, was er gekriegt hat. Wahl las dort schreiben, kijkt sehr ernst und sagt dann zu Penner, kriegt zo'n schreiben krieg ich, für wen je deel. Der einzige Unterschied zwischen dit schreiben und dort, was ich krieg, ist dit. Von mir verlangt die Band mal 5.000 Pesos, nicht 10.000. Klaas J. Heide und Abraham Rempel hatten taub einen Bewässerungsbaum und betreiben taub ihre Wirtschaft. Und nur wenn je die auch kriegen, sei auch so ein drijvendes schreiben. Die Tatsache, dass die vergebende Räberbahn durch anwisst, dass diese beide ihre Wirtschaft aufhalten, das sagt mir, dass die Schreiber von diesen Dreiwochen gut mit der Yermo-Formel bekannt wären. Ditmal verlangt die Räberbahn an ihrem Schreiben überall 15.000 Pesos. Heid und Rempel hatten auch nicht das Geld, sie mussten das Geld auch alle liehen dazu. Und während das gruselige Treiben läden sie die vergeschriebene Summe Geld auch schmack auf dem vergeschriebenen Platz an und werden sich auch nicht von dich bei genug abzupassen, zu seinen zu kriegen, wer das Geld holt. Während diese schweren Erfahrungen haben die kleine Grobformer in ihrer Frühes auf der Yermo-Siedlung lang und fort gelebt. Nicht nur die schwer Betroffenen, aber auch die anderen. Und bestimmt haben die auch noch dort beigetragen, dort immer noch mehr Lied von dort wegtragen. Die Betroffenen Bürgers haben, als sie mit einander ersten Bett mehr davon geredet haben, diese schwere Verbrechen doch noch bei der Regierung angemalt, aber die Verbrecher sind nicht gefangen worden. Man kann aber von der noch nicht mit Sicherheit sagen, wer diese Verbrecher gewesen sind. Und nu von vielen Reihen auf die dreieckige Yermo-Siedlung in der ganzen Umgebung. Meistens reihen dort nicht viel auf die mennonitische Yermo-Siedlung in Durango. Aber Helen Reimer von Elmer, Ontario, vertelt,
Wort von ihre Eltern, Abraham und Helena Petersrampel, ihre Geschicht auf der Yermo Durango-Siedlung. Besonders haft sei die Familie ihre schwere Erfahrung während einer sehr reinischen Weg im September 1958 beholen. Helen sagt, unsere Familie trug 1952 nach Yermo Durango. Ich war noch sehr jung, als wir dahin trocken. Uns ging dort door lang sehr arm. Als ich ein bisschen älter ward, dann merkte ich manchmal, dass unsere Eltern nicht immer wussten, wo sie das Geld hernehmen sollen, um den nächsten Sack Mehl zu kaufen, zum Futter zu kaufen für Pferden, Rindvieh und Heine oder zum Kleider zu kaufen für uns Kinder und so weiter. Und besonders als mich und meine ältere Geschwister, der eine Tag von am September 1958 noch sehr klar in Erinnerung geblieben. Unsere Eltern fuhren an dem Tag nach der Station Yermo zum Doktor. Mutter soll da ein Baby haben. Aber während sie da wären, wird der Doktor an, dort nicht alles recht ging mit Mutter und Baby. Der Doktor sieht, sie waren Notorion fahren müssen, wo der Doktor schmeyer daunen können, um Mutter und Baby zu helfen. Aber das hat an die ganze Umgegend all gewöhnlich sehr geregnet an dem Tag, und dort regnet noch immer mehr. Der war dann nur rechten Reden, dort die Weg noch Torion abstehen all ganz unter Wasser war, und dort einige Brücken all vom vielen Wasser weggereten wären, so dass er gar nicht ging, nach Torion anzufahren. Wir Kinder waren allein Tüß und können nicht mit den Eltern reden, dann dort gab ab unserer Siedlung und noch an Station Yermo noch kein Telefon. Wir Kinder hatten uns all zum Schlopen angelegt und dann wir Tante Leina heid an unsere Deur und seht, kommt schön alle nach uns zu über Nacht, dann die Regenwolken loten ganz schwarz, das sieht sehr schwierig aus. Und das fang war da an sehr zu regnen. Das war, als wenn das Geiten deed. Als das 3 Tage wären, was wir nicht von unseren Eltern gehört hatten, dann merken wir uns große Sorgen darüber, was mit an worden wird. Die Riefers wären alle weit übervoll, da ging allmählich durchzufahren. Wir können auf keinem Weg nach der Station Yermo fahren. Mit einmal sieht Bruder Abraham, wir können nicht länger warten. Einer von unseren mexikanischen Arbeitern und ich wollen durch den Riefer schwammen und nach Yermo gehen und sehen, ob unsere Eltern okay sind. Meine Schwester Agatha und ich wollen dort nicht haben, dort Bruder Abraham durch dort viele Wasser schwammen soll, weil wir all sehr verkühlt und fieberig. Wir hatten auch Angst, dass er verdrinken kann, denn der Wasserstrom sah sehr stark und gefährlich aus. Ich will auch hier weten, ob meine Eltern okay wären, aber ich war noch mal 13 Jahre alt und wenn Bruder Abraham nicht Tüß war, dann fiel ich so allein mit meiner jüngeren Geschwister. Und mir war Angst, vor was dann passieren kann, wenn es mit einmal weiter so sehr regnen wird. Bruder Abraham kam bei dem Hospital und fand es so, dass unsere Mutter okay war, aber unser kleiner Bruder hat sterben gemusst. Unsere Eltern sehen uns lauter, dass das Baby ein schmacker, 11 Pfund schwerer Jung gewesen war. Vater hat an Yermo wem fängen musst, ihm zu helfen, das Baby zu begraben. 2 Mexikaner helfen ihm ein kleines Zeugchen machen und dann reiht der Vater auf einem Mexikaner sein Pferd und hält den Zeug mit dem Baby. Die beiden Mexikaner gingen jeder an eine Seite und halfen ihm dort Zeugchen holen. Und so gingen oder reiten sie durch den Wasserstrom nach der anderen Seite rüber, wo der Grafhof war. Da gravten sie mit viel Schwierigkeiten ein Grafje und begravten uns Brüderchen da. Bruder Abraham aber hat sich durch all dort Notzähnen noch Lungenentzündung angetroffen und musste auch noch ein paar Tage am Hospital bleiben. Gerade ehe Bruder Abraham bei Yermo gekommen war,
hat vorder sich al einen Pfleger angenommen, tom über unserem Hof pflegen und bei uns ein lustige Kinder mit ein Briefje taub rauffallen lassen, tom uns dort weiten lassen, dort Mutter und Vater okay wären und dort uns Bruder gehad muss sterben und begraft worden. Das ist eine Geschichte von wo Kinder dort bei Yermo in schwere Tiden gewonnen habt. Ich habe mehrere andere Personen noch die Geschichten gefragt, aber ich habe bloß diese eine gekriegt. Und nu noch wat von wo dort mit der Schule und Gemeinde ab der Yermo-Siedlung geworden ist. Die geistliche Leidenschaft ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua hat mal versprochen, dass die Gemeinde die neue Siedler bei Station Yermo mit Kirche und Schule bedienen würde. Am Anfang war Yermo noch ab der Prediger ihre List. In der Yermo-Lied werden einigermaßen regelmäßig mit Sonntagmorgenandachten, Daubfasten und Abendmahl bedient. Einmal trug auch eine Predigerfamilie dahin, aber die bleibt da ein kleines Monaten. Das Prediger hat ein Alkoholproblem und dort wird kein Geheimnis. Denn er kann deswegen nicht immer seinen Dienst tun. Nur etliche Jahren wird Yermo nicht mehr auf der Predigers ihre List, auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua. Und Predigers kamen immer wieder hierhin, dort zu predigen. Mit der Zeit kam bloß noch Hanen war da mal ein aus sich selbst daheim. Meistens mal Abraham Dick oder Heinrich Dick, wenn sie auf eigene Geschäften allemal bei Yermo vorbeifuhren. Sehr viel Mal versammelten die Lied sich auf der Yermo-Siedlung am Sonntag zu morgens zum Gottesdienst, aber da kam kein Prediger. An so einem Sonntagmorgen sangen die Lied da taub etliche Leute und fuhren dann zurück nach Haus. Als Schullehrer auch meist gar nicht mehr zu kriegen wären auf der Yermo-Siedlung, dann meiden die Lied sich da einen kleinen Schullehrer von der Quellenkolonie in Chihuahua. Der erste kleine Schullehrer war Mennoniten. Dort war aber nicht gesund genug. Und dann kam noch ein paar Monate ein zweiter kleiner Schullehrer, Carney Reimer, nach Yermo, und dann an da als Schullehrer. Bald kamen kleine Predigers nach Yermo, ihre Schullehrerfamilie und auch andere Yermo-Lied zu besuchen. Und bei solchen Gelegenheiten wurden diese kleinen Predigers dann auch eingeladen, da am Sonntag zu morgens mit Predigten zu dienen. Die oldkolonische Eltern merkten von Fuß an, dass ihre Kinder bei einem kleinen Schullehrer ein rechtere Deutsch lehrten und leichter wiederkamen. Das dreht sich alle sehr bosig ran. Nicht mal bei der Yermo-Oldkolonie, aber auch manche Oldkolonie in Chihuahua. Bald fangen oldkolonische Familien in Chihuahua an, nach der Quellenkolonie heimzutragen, da auch besseren Schulunterricht für ihre Kinder zu kriegen. Ab der Yermo-Siedlung geben immer noch mehr Familien ihre Wirtschaft ab und tragen zurück nach Chihuahua. Aber nu dort viele Eltern dort ansagen, dass die Kleingemeinde Weg von Schulholen besser schafft als die Oldkolonische und einige Lied auch von den Kleingemeinde Predigers ihre Plautdietsche Predigten mehr verstanden als von den meisten Oldkolonische Predigers ihre Hochdeutsche Predigten. Nu tragen die meisten von den Yermo-Lied nicht mehr trägt man die Oldkolonie in Durango und Chihuahua, aber man die Kleingemeinde auf die Quellenkolonie in Chihuahua. Die letzte mennonitische Familien, Peter Wahlen und ihre Kinder Abraham und Helena Wahl-Rempel, tragen im Sommer 1975 von der Yermo-Siedlung weg nach Chihuahua. Peter Wahlen tragen auf die Quellenkolonien ab und Abraham Rempels tragen nach Campo Nummer 77.
Dat Dorp Nummer 77 ligt dicht bij de Quellenkolonie. Onze tijd randt alweer auf. Nächstes Mal vertellen wir uns noch weiter mehr von, wo dort op de mennonitische Yermo-Siedlung in Durango zum Eind kwam. But nächstes Mal. Ich bin George Rempel.